Genowen Dir dann an die Herren. Wenn am Blick Medien verfolgt, die merkt ganz sehr, dass ganz viel spekuliert wird über die nächste Regierungskoalition. Packen die drei Gambia-Parteien nach ein Keier, können CSV mit an die Regierung, von ja, mit wem. Aber wenn nicht die vier Parteien vorkommen, wie eine Regierung zu bilden, dann ist es eigentlich nicht wichtig, wie in den vier an der Regierung ist, weil auch ein CSV möchte zu 90% exakt dieselbe Politik wie DP, LSAP oder die Grünen. Die vier Parteien unterscheiden sich kaum voneinander. Wenn also ein ADR nicht soll an die Regierung kommen, dann ist es eigentlich egal, wer in den anderen vier Parteien an der Regierung ist. Mehr interessant ist es, wie darüber nachzudenken, was dann nach 2018 ob es durchkommt, wenn die ADR nicht soll an der Regierung sein. Und als Beispiel will ich über die Konsequenzen vom Referendum von 2015 schwätzen und über die Entwicklungen im Bereich vom Ausländerwahlrecht. Das hat bei ihren Najoswünsch das Jahr gesagt, wir sollten ob als Gesellschaft die Diversität beruht aufbauen. Und die Diversität die soll auf einer pleinen Partizipation Politik von den Leuten soll die aufbauen. Das heißt, dass das Referendumsresultat für das die keine Rolle spielt. Auch für die Grünen spielt das Referendum von 2015 keine Rolle. Denn Herr Minister Bratz hat noch für kurzem 100,7 gesagt, dass hier weiterhin dafür ansteht, für ein Ausländerwahlrecht oder ein Aufwohnerwahlrecht, ein Residentenwahlrecht, wen ihn doch immer will nennen, hier anzuführen, für das zu beheben, was hier meint, ein demokratischen Defizit hier im Land wäre. CSV, der geht auch auf den Weg für das Referendum von 2015 zu umgehen. Und sie hat am Oktober 2016 18 Punkte für Lützeburg vorgestellt. Hier 4 Stellungen für das, was nach der Wahl vom Oktober 2018 soll geschehen. Aber besonders interessant ist der Punkt 14, weil CSV da sieht, dass die Ausländer, die wollen, können direkt den Conseil national des étrangers wählen. Und CSV stellt durch neben die Lützeburger Chambre ein gewählten Ausländerparlament. Nun muss ich aber wissen, dass die Ausländer ganz geschwind Majorität hier im Land sind. Und wir hätten also ein Parlament von der Lützeburger, das ging eine Minorität vertreten, an ein Conseil national des étrangers in einer amendierter Form, ein Ausländerparlament, ein direkt gewählten Ausländerparlament, das ging Majorität hier im Land repräsentieren. Der Conseil national des étrangers, die Vorstellung von der CSV, ging an der legislativen Prozedur von der Chambre geheiert gehen. Nun brauche ich kein Prophet zu sein und noch nicht viel über Politik zu kennen, für zu realisieren, dass das Ausländerparlament, direkt gewählte Ausländerparlament, ganz sehr gegen andere Revendikationen stellen, für ein Pouvoir de Decision zu kriegen, weil die Majorität vom Land repräsentieren, für nicht mehr gehört zu gehen. Und CSV hat also mit der Idee, die Summe für Streit geschaffen, für Rivalitäten, a Platz d'Integration am Land zu favorisieren und dazu mehr was der DR sieht, nämlich die Ausländer zu invitieren, für die zwei Nationalität zu holen, und dummer da ja auch all politische Rechte hier am Land zu kriegen. Ich meine, das ist wichtig, wenn wir also über die Konsequenzen von der Wahl in 2018 nachdenken, dass wir auch alle wissen, dass die DDR die einzige Partei ist, die garantiert, dass das Referendumsresultat von Juni 2015 auch respektiert wird. Eine Schwarz-Grün-Koalition ging nicht respektieren. Die Parteien gingen nicht umgehen, für über ein direkt gewählten Ausländerparlament eine politische Mitbestimmung in den Ausländern zu ermöglichen. Das schürt uns im Land, es teilt uns Land. Und es ging das Referendum invalidieren, was wirklich undemokratisch Verhalten von einer schwarz-grünen Regierung wäre. Für mich als Konklusion klar, ADR wählen, heißt das Referendum respektieren und umsetzen. Ich sage nicht vielmals merci für das Nachlauschen und wünsche euch noch einen ganz schönen Abend.